Ich habe jetzt einfach einen Livestream gestartet. Ich bin eiskalt. Da waren wir schon, So. oder? Nein, nein, wir machen mal, Ja, liegt. das wird halt nur zum Schauen. Wir schauen uns halt nur an. Na, du bist noch gar nicht live. Weil ich schon auf Stream starten gedrückt. Ich bin ja drin. Ist mir wurscht, wo du drin bist. Jetzt ist losgegangen. Ja, bei mir jetzt halt auch, dass wir Verzögerungen haben, also ihr es mittlerweile wissen, du Schwanz. Genauso wie Vor deine allem, Kamera eine Verzögerung eben. hat. Ich finde es auch geil, dass ich das nicht hinbekomme. Ich habe jetzt schon 3 unterschiedliche Laptops ausprobiert. Ich habe die Fritzbox neu aufgesetzt. Keine Ja. Ahnung, was das ist. Ja, Mobbing ist gut. auf hohem Niveau. Ist gut, dass du in der IT-Firma arbeitest. Ach, leck mich. Ja, servus, grüß euch, Haberdere, live sind wir. Wie immer, Hey. wenn wir Talks ruhen. Jetzt geht's da hin. Ja, jetzt sind wir richtige Live-Bitches mittlerweile. Jetzt sind wir richtige Live-Bitches. Talksruf vom Juni steht an. Wir sind noch knapp im Juni drinnen, also wir haben es noch geschafft rechtzeitig. Dass wir uns über unseren Gaming-Monat unterhalten. Dem 6. des Jahres 2024. Irre, Was habt ihr wie die gemacht? Zeit vergeht. Was habt ihr gemacht? Habt ihr eher auf der Couch geschwitzt und gedaddelt? Oder seid ihr ausgegangen und habt geschaut, dass ihr Fallback kriegt? Ich war ins Urlaub. Ins Urlaub. Ins Urlaub war ich. Bist ich war du zuerst einer ins, der Gründe, warum Barcelona auf 180 ist, oder? Und Ferienwohnungen und so weiter jetzt halt alle kündigen mich. Na, weiß ich nicht. Erzähl mir mehr. Ich habe nur mitgekriegt, dass Barcelona jetzt anscheinend sämtliche Ferienwohnungen und so weiter nur mehr vermieten möchte, sondern weil sie eine Wohnungsnot haben. Die Okay. wollen es jetzt halt, nur noch an Einheimische vermieten. Also richtiger haben uns Nazi-Scheiß. Voll krass eigentlich. Richtiger Wir Nazi-Scheiß. haben unsere erste Nacht, wir haben um 11 Uhr oder halb 12 oder sowas angekommen und haben unsere erste Nacht in einem Airbnb verbracht und das war einfach das Glasscherbenviertel von Barcelona. In so einem krassen Block drin, in so einer voll abgefragte Scheiße. Ich habe andauernd um mein Leben gefurchten. Oder Bus gefahren, voll ist ausgestiegen. Warum waren da ganz voll- lang spazieren gegangen. Waren da Ohne voll Jeep. dunkelhäutige, oder wie? Also bitte. Ah, Entschuldigung. Nazi-Sau, du. Nazi-Sau, du. Nein, Schön, ist Spanier ein halt. Krawallmäuschen ist da, der Flocki ist da, grüß euch, schön, dass ihr da seid. Wir haben ja nicht allein. Nein, ausnahmsweise nicht. Stark. Stark. Aber so, Barcelona war schön. Hast Switch dabei gehabt zum Spielen? Nein, nicht braucht. Wir haben ja die ganze Zeit rumgelaufen, haben uns die Stadt angeschaut, die ziemlich geil ist. Haben wir gute Sachen gegessen. Ich habe wirklich, also ich habe seit von Donnerstag bis den Sonntag drauf nicht ein Spiel gespielt. Was möchtest du denn heute da dabei? Zuhören, was das so was erzählen, aber Ach so. ihr habt ja sicher ganz interessante Geschichten über Kinderspiele dabei. Ja, Corby, verzeih mal. Hast du mit deinem VTech wieder was gemacht? Mit was? Dein VTech Lerncomputer mit schönen Kinderspielchen drauf. Was ist denn das? Was ist denn ein VTech? Ja, wundert mich, dass du das nicht kennst. Okay. Sesselsepp ist auch wieder am Start. Hopperderi. Ich habe tatsächlich es geschafft und habe Stellar Blade durchgespielt. Äh, Und zwar auf Platin. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht und habe neues Spiel plus auch noch durchgespielt. Sämtliche neuen Fähigkeiten. Bam! Alter. Bruder, Mann. Alter. Und alles auf Story Mode, oder wie? Und alles auf Story Mode. Hey! Ich hab einen Corby einmal besucht, dann habe ich mir ein bisschen zugeschaut und ja, es ist echt gescheiter, dass er auf Story Mode spielt. Es hat nämlich ausgeschaut, als hätte er einen Hard Mode drin. Eieiei. Nein, so schlimm war es nicht. Ich veräpple dann Corby nur ein bisschen. Ja, Corby hat schon nicht schlecht gemacht. danke. für das, dass er nichts aber kann. nett. Danke, danke. Bitte, gern. Bitte, gern. Aber Hast ist dann- geil, oder? Was sagst du? Was ist dein Resümee? Nach 2 Ja, es ist echt cool. Bertman, Also- Servus. Es sind ja 3 Enden und sagen wir mal, eins dieser Enden ist schon echt verdammt scheiß traurig. Und es hat auf jeden Fall Bock gemacht, dass man dann gleich wieder in so ein japanisches Spiel eintaucht. Aber dann keins gefunden, das mich da hier begeistern hat. Also Da darf's spiel jetzt sagen, wieder. Elden In Ring. Japan gibt es Vergewaltigungssimulatoren.
Weiß nicht, ob das Okay. was für dich ist, aber wollte gerade mal gesagt haben, wenn du japanische Spiele suchst. Okay. Die gibt es übrigens tatsächlich, gell? Da habe ich mal einen Bericht drüber gelesen. Oder gesehen sogar, da habe ich eine Doku, war das eine kurze. Das ist völlig gestört. Das sind Simulatoren, wo du praktisch einen Vergewaltiger spielst und dann musst du eine eben vergewaltigen, was jetzt so Vergewaltiger dann. Und dann, das ist so krass, weil du danach, die ist dann schwanger geworden und dann hast du dazu treiben müssen, dass sie das Kind abtreibt und so ein Mist hat die erzählt. Und also da haben sie sogar ich gesagt, Alter, wie kann man, was für ein Studio ist denn das, das so ein Spiel entwickelt? Das kann doch nie wieder irgendwo ein Geschäft mit jemandem machen, wenn so heißt, ja, was habt ihr da so auf eurer Agenda? Ja, ja, ein Vergewaltigungssimulator 1 bis 3. Teil 3 ist jetzt, Rape jetzt erst recht. Alter. Keine Ahnung. Wer Also, veröffentlicht denn sowas? Welche Publisher oder welche Plattform vertreibt denn das? ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube aber, dass es ist ja schon, das ist ja schon x Jahre her, dass ich das gesehen habe, diese Doku drüber, aber das war echt, da haben wir gedacht, ja, wo? Disgusting, where? So touch too much. Ja, Geiti Boy ist auch da, hello. Hey, aber der. Aber das wollte ich gerade mal in den Raum werfen für einen Korbi, wenn du japanische Spiele suchst. Bei uns sind die komischerweise nicht erhältlich. Keine Ahnung. Crazy. Da hat doch bestimmt wieder ein System, was damit zum Tor. 100 Pro, diese scheiß Brüderie bei uns. Hier im Establishment. Ja, aber echt, ey. Buh. Buh, Korbi, buh. Habt's Elden Ring schon angefangen, der DLC? Der ist jetzt heraus, oder? Selbstverständlich. Du nichts anderes. Nichts anderes mehr. Ist Hast du die. schon durch, oder wie? Bist du wahnsinnig? Ich weiß nicht, wie viele Stunden Content liefert denn der jetzt halt nochmal? Das hängt viel von dem ab, wie du das Spiel spielst und wie du es kannst. Und dann kannst du bis zu 3 Millionen Stunden spielen, so wie es ausschaut. Weil es einfach der verdammt schwerste Scheiß ist auf dieser Erde. Oh, leck, Hast du weil's grad mal, sagst. hast du mal von 3 vorne Millionen anfangen müssen oder hast einen neuen Charakter? Also, anders. Hast du einen Nein. neuen Charakter oder Du hast mit dem kannst alten doch nicht weiterspielen können? mit einem neuen Charakter einrumpeln. Das geht nicht. Du brauchst mindestens Level 150, dass du den überhaupt anfangen so jetzt. Weil alles Aber andere du hast doch das macht letzte Mal noch überhaupt keinen behauptet, du musst dann da von vorne anfangen. Sinn. Ich habe nicht behauptet, ich muss von vorne fangen. Ich habe gesagt, ich fange nochmal von vorne an. Aber das habe ich halt aus Zeitgründen natürlich nicht gemacht. Ich habe dann Aus meinen alten Stunden. Diese Zustand Behaupterei da. und dann bin ich reingerumpelt mit Level 180 oder so und habe 5-6 Minuten gespielt und bin dann vor einem völligen random Gegner einfach totgeschlagen worden. So, Gut. vorbeigehe. Gut. Das ist dann ein paar Stunden hingegangen, bis ich das So wie so am Frankfurter Hauptbahnhof ist. Ja, genau, klassischer Frankfurter Hauptbahnhof, nur halt im Elden Ring-Universum. Okay. Frankfurt Ring hat zugeschlagen. Weil du gerade vorher gesagt hast, mit 3 Millionen Stunden, das will ich kurz verzeihen, weil ich einen Bericht darüber gelesen habe, über das, dass Spiele ja gefühlt immer länger werden. Gell? Und die haben da so die 15 erfolgreichsten Franchise aufgelistet mit ihren ganzen Reihen und wie die Spielzeiten sind, mit Story-Modus und 100% und so. Da ist Dragon Quest unter anderem dabei. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Dragon Quest, aber es ist eins dabei, wenn du es auf 100% spielen möchtest, dann ist es laut How Long to Beat, brauchst du dann 750 Stunden dafür. Und das ist Was ist ein Durchschnittswert, 750 Stunden. Ah, leck. Ja, da brauchen wir uns über 150 Stunden Assassin's Creed Valhalla nicht mehr beschweren. Gut, das waren aber 150 sehr qualhafte Stunden. Also, Stimmt auch wieder, ja. Stunden. Also, Wollte gerade schnell eine So, werfen. und, Also, und du glaubst, bei Dragon Quest ist das 700 Stunden nur purer Spaß und Abwechslung. ich weiß es nicht. wahrscheinlich Ich habe Dragon Quest noch nicht 650 Stunden gespielt. nur Grind. Ja, wahrscheinlich wird das hundertprozentig ganz viel nur Scheiß aus Grind sein, damit du nur irgendwo was kriegst. Weil es ist ja oft so bei den JRPGs, dass doch dann nur so übermächtige Gegner dabei sind, so spezielle nach dem letzten Endgegner, wo du dann nur eine grinden musst, dass du den irgendwie schaffen kannst. Aber es sind 150 Stunden, Alter. Aber du Das kannst sind, es das ja sind, das sind, das sind 8000 Crocs. Es kommt ja ein Remake, ne? Ja. Alle 3 Teile. Von den ersten 3, ja, genau. Remaster, besser gesagt. Ich glaube, das sind die Remakes, oder? Weil es ja in dieser 2,5D-Optik ist. Okay, also, ja, stimmt, genau. Tatsache. Ich lüge nicht. Ich darf nie lügen. Kommt ja schon am 14. November. Nee, ist das nicht. Aber Ain't nein, nobody das wird get... an mir vorbeigehen. Ah, ich weiß, mir das schon gescheit sticken, weil die Dragon Quest 3 hat mich auch schon immer interessiert. Und ich liebe Ja, das diese ist- Octopath Traveler Optik. Ich liebe sie. Die ist Bombe, ja. Das ist wo. Ich liebe sie. Corby, hast du auch schon angefangen mit Aber- Elden Ring dann? Na, ich hab doch gesagt, ich spiele jetzt Cyberpunk. Achso, ich hab gemeint, wenn das Elden Ring rauskommt, dass das trotzdem sofort mit einwandern wird. Na. Da bin ich, glaube ich, tatsächlich nur ein Stück weit weg, dass ich mich da wieder reinkämpfen möchte. Ich freut es zwar, dass da weitergeht, aber
um ehrlich zu sein, war ich damals schon verdammt froh, als ich die Platin-Trophäe gehabt habe und ich mir dann gedacht habe, gut, passt, habe ich gemacht. Du musst Reicht. dich nie wieder anschauen. Wie schweintäuscht, ja. Schweintäuscht bin ich. Ich eigentlich. Macht nix, Ich macht habe jetzt eigentlich gemeint, dass ich euch ein bisschen zuhören kann, wie es ist über den DLC redet, weil der wird ja im Internet überall gefeiert, wie scheiße. Naja, Also ich habe bis jetzt nur Positives gelesen. ja, für die Kritiken, die das Spiel einfach schnell durchspielen und dann zum nächsten Spiel übergingen. Aber die Community ist sehr zwiegespalten. Echt, wieso das? Weil Community habe ich Weil, echt noch nichts gelesen. Auf Steam ist mittlerweile nur noch mittelbewertet. Da gibt es wohl am PC gibt's wohl ein paar technische Probleme, jetzt auch mit dem neuen Update, muss es nicht mehr so rund laufen. Und es gibt halt sehr viele Leute, die sagen, das Spiel ist einfach zu schwierig. Corby. Tatsächlich sein kann, aber ich glaube, am meisten liegt es daran, dass es halt sehr viele Puristen gibt, die Elden Ring nur so spielen, dass sie sich von nichts helfen lassen und die ganzen Geisterarschen nicht hernehmen, die sie nicht buffen, die kein Bild hernehmen, bei dem man halt einfach gut ist, die halt einfach alles am liebsten auf Level 0 durchspielen hatten. Und das haut nicht hin. Das ist bei dem, der DLC das liegt, das ist alte From Software Tradition seit, weiß nicht, 2009 oder sowas, seit es die Spiele gibt, dass der DLC immer einfach mindestens 5-mal so schwer ist wie das Hauptspiel. Das ist immer schon so gewesen und das war auch hier zu erwarten. Und ja, und Elden Ring ist ja eh so geil aufgebaut eigentlich. Das weißt du, das Spiel ist so schwer, aber du kannst dir das Spiel halt auch wahnsinnig leicht machen, wenn du die gewissen Spielmechaniken ausnutzt und bestimmte Items nimmst und was weiß ich, was alles machst. Ja, da gibt es so viele Optionen. genau, aber du musst dich halt wahnsinnig stark damit auseinandersetzen und lang beschäftigen, bis du das alles mal checkst. Ja, natürlich, aber das soll ja eigentlich möglich sein, wenn man ein Spiel spielt, dass man sich damit beschäftigt. Ja, man hat ja bei euch zwar gesehen, dass ihr es nicht einmal den Dreifachsprung von Mario vs. Donkey Kong geschafft habt. Ja, weil wir uns nicht damit beschäftigt haben. Ganz genau. Ja. Und da liegt auch die Eierschaukel begraben. Ja, sehr richtig. Ja. Okay. Ja, also oft so, ich weiß ja nicht, wie viele Leute das dann auch bei dem Spiel vielleicht neu einsteigen. Und das ist halt einfach nicht so wie immer das beste Beispiel Assassin's Creed, bei dem du alles brierwarm eingeflößt kriegst und eigentlich selber, du kannst eigentlich ein Let's Play anschauen, so beschissen einfach sind Assassin's Creed Spiele, weil da alles so vorgehaut wird. Ja. Und wenn du das gewohnt bist und da dann einsteigst, dann glaube ich, dass du schon ordentlich vor den Kopf gestoßen wirst. Es ist schon, man muss schon auch dazu sagen, es ist schon verdammt schwer. Also ich habe jetzt zwei Hauptbosse und ein paar so Dungeon-Bosse gelegt und das ist brutal gewesen. Also ich bin bei den ersten einfach nur, also du hast überhaupt nichts machen können. Ich habe da keinen Rhythmus, also kein Zeitfenster erkannt, wo man jemals hätte angreifen können. So verdammt schnell und so verdammt krasse Kombos haben die durchgezogen. Es war richtig fies. Und es hat dann eine Zeit lang da, bis ich das checkt habe, weil es gibt jetzt ein neues Progressionssystem. Du hast ja zuerst immer diese Seelen gesammelt und hast dann, wenn du so und so viel erreicht hast, hast du wieder aufleveln können, hast wieder in deinen Stärke und Weisheitszeug Punkte reingehauen. Und das ist jetzt relativ irrelevant. Also du kriegst sehr, sehr viel Seelen, ich weiß nicht mehr. Einmal waren es Runen, einmal waren es Seelen, ist wurscht. Runen, oder? Das sind so Runen. Was ist mit einem waren es Runen und einem Oder? waren es Seelen? Aber ich glaub, Oder ist es Seelen haben bei Blut? Elden Ring. War es nicht Blut? Vielleicht hast du Nein, Rulen. bloß nicht. Vielleicht sind es Seelen. Rulen. Ich glaube, bei Elden Ring haben es Seelen und bei Dark Souls und die ganzen anderen waren es Runen oder so. Ich weiß nicht mehr. Geht auch das Gleiche drauf aus. Na, das ist mir jetzt schon geklärt um Google. Jedenfalls- Wenn, dann denke ich kurz nach. So, Googeln der mir da nicht. Jedenfalls, auf was wollte ich aussehen? Genau, auf das neue Progressionssystem. Du kannst das auch weiterhin machen, aber das macht nicht mehr wirklich viel aus, weil es gibt jetzt was Neues zum Finden und das sind so Skado-Baum-Fragmente. Da findest du nicht viel, aber genügend und die brauchst du, weil die geben dir extra Buffs auf deine Verteidigung, auf deine Standhaftigkeit, auf das ganze Zeug und die geben dir da richtig viel davon. Wenn du den nicht sammelst, das heißt also, wenn du nicht auf Erkundung gehst und wenn du die Welt nicht anschaust und wenn du nicht einfach das Spiel wie ein Open-World-Spiel spielst, sondern einfach von Boss zu Boss laufst, kriegst du einfach nur die ganze Zeit aufs Fressbrett. Und das, glaube ich, machen viele einfach nicht, dass die das sammeln, das Zeug. Aber es wäre doch erst sau langweilig, wenn der DLC rauskommt zu Elden Ring und dann ist das so, mein Gott, einfach nur der verlängerte zusätzliche Arm. Man muss eigentlich gar nicht was Neues lernen und die Bosse sind alle pipi einfach.
so dass der Kali zum Beispiel auch mit einem Doppelsprung schaffen kann. Dreifachsprung. Sage ich ja, einen doppelten Dreifachsprung. Ja, Und Alter, geht's ab. von dem her, also ich höre jetzt nichts Schlechtes. Na, ich finde das auch super, dass die da ein neues Fortschrittssystem eingebaut haben. Du findest auch wieder massig geile neue Waffen. Die haben aber allerdings auch alle auf so einem Standard-Level, die da jetzt nicht einmal mehr im Hauptspiel helfen daten. Also die haben wirklich alle auf Null. Und du musst die quasi wieder aufleveln, dass die auch wieder was bringen. Das ist auch Okay. wieder so ein Punkt, was wahrscheinlich fehlt dann. Deswegen gibt es da relativ viel so Schmiedesteine zum Aufleveln. Aber das musst du richtig machen. Du kannst bei dem Spiel, ich weiß ja nicht, du hast das beim Hauptspiel auch nicht können. Aber wenn du da mal reingelaufen bist, hat da der Baumwächter einfach so dermaßen den Hintern versohlt, dass du nicht mehr ausgesehen hast. Da hat man eigentlich auch schon auf die harte Tour gelernt, dass man in dem Spiel sehr viel erkunden muss, bestimmte Sachen sammeln muss und sie einfach verbessern muss, bevor man da an die großen Dungeons und so weiter geht. Und so ist es halt da im Endeffekt auch gerade halt auf alles auf 11 Draht. Das ist. Eigentlich müsste man es wissen, wenn man erfahrener Elden Ring-Spieler ist, was da auf einen zukommt. Und der Genau. Koop-Modus kann man jetzt da endlich online mit seinen Freunden durch die Gegend ziehen und Viecher killen. Du kannst es ja immer schon, du kannst ja immer schon so, oder schon lang, so komische Pools. Ja, machen, wo das du schon, dann- aber die haben doch extra nochmal so einen extra Koop-Modus irgendwie doch Ja, du kannst angekündigt, dann damit mit so einem hier- Turnier und sowas. Keine Ahnung. Du kannst ja jedenfalls. Seppi, Ich spielst du spiel nicht kein mit deinen Koop, Freunden oder was? Welche Freunde? Die spielen alle nur Nintendo-Spiele, meine Freunde. Ach so. Nein, ich spiele das. Sie spielen zumindest selber, wo sie müssen, die nicht Sachen durchspielen wie bei manch andere aus dieser Runde. Ja, aber ich das hab ist gedacht, so- dafür sind Spiele da, oder? Dass es Leute zusammenbringt, dass man zusammen Platin-Trophäen erlangt und dann kann man behaupten, ich war es selbst. Ja, genau. Ja, genau, das ist Sinn und Zweck von Genau. Spielen. Alle das Singleplayer-Spiel. Das ist, wenn man im Team spielt, toll ein anderer macht's, heißt ja, gell? Das ist ein Korbi seine Devise beim Zocken. Ja, aber so jetzt der Elden Ring DLC, was kostet er denn? Der kostet 40 Euro. Ja, Aber aber der das ist Herz aber wird, auch einfach größer wie jedes andere Spiel. Was? ich wollte gerade sagen, aber 40 Euro? Das Herz wird fast da, als da die Nummer ihr eigenes Spiel kriegen. Du hast da noch, also die Karten von dem Spiel, von dem DLC, ist fast genauso groß wie die vom Hauptspiel. Die ist riesig. Und du hast glaube ich, nochmal 4 Legacy Dungeons drin und einen Haufen kleinere Dungeons. Also du hast da echt nochmal ein Spiel, da können andere Hauptspiele davon Drama. Das ist eigentlich ein eigenes Spiel von der Größe her und vom Umfang. Und du hast eine neue So Story wie die Schattenwelt bei Tears Breath of the Kingdom. Wild 2. Ja, drin. Ja, diese ähnlich spaßig. Hurensohnwelt. Nein, also es steckt da wirklich viel drin. Du hast da versteckte Gebiete und Klump und Zeug. Also du kannst dich da, ich tippe mal 60, 70, 80 Stunden schon beschäftigen damit. Und Jesus, wer, Mann. wer Elden Ring Menge hat, der feiert das genauso, weil das einfach geil ist. Die ganze Welt ist geil, die Art, wie die Story erzählt wird, ist geil. Die NPCs sind geil, es gibt wieder eine geile Geschichte, die du einfach nicht privat erzählt kriegst, sondern die musst du einfach selber erleben und du musst die Sachen dafür finden, dass du es mitkriegst und das ist einfach das beste Spiel, das es wo gibt. Nach Mega Man. Nach Mega Man 9. Ja, da bin ich gespannt, was wir da in den nächsten Talkthroughs noch hören. Und vor allem, wie viel Zeit das deine investierst. Ja, das wird eine Leidensgeschichte. Ich werde Das jetzt am wird eine Wochenende noch mal ein Leidensgeschichte. paar Stunden reinstecken und dann schauen wir mal, wie weit das kommt, der Bub. Ja, bin ich gespannt. Ich hab jetzt endlich Final Fantasy VII Rebirth durchgespielt. Nein! 102 Stunden. Platin-Trophäe? Fragezeichen. Nein, Ja, Ausrufezeichen. dann hast du es ja gar nicht durchgespielt. Schwachköpfe. Ich habe sogar am Ende des Tages 2 Missionen dann auslassen, weil das war dann einfach, ja. Da hat man nämlich bei einem, man hat ja in jeder Welt immer so ein komisches Teil suchen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Wurscht. Auf alle Fälle kommt da am Ende dann auch extra Mission aus, da gibt es nochmal eine Insel und dann stellt er die Herausforderungen und du kannst ja diese ESPA, die hat es ja beim 16 auch gegeben, oder, dass du gespielt hast. Und dann musst du in jeder Herausforderung gegen 2 ESPA auf einmal kämpfen, die aber zusätzlich auch noch doppelte Energie haben. Und das Kampfsystem ist ja sowieso mein bester Freund gewesen bei Final Fantasy VII. Und dann habe ich gesagt, nee, diese Mission kann mich mal ordentlich am Arschloch lecken.
Und dann war noch eine, weil es gibt ja einen Gold Saucer, meine heißt dieser Ort, das ist so praktisch das Las Vegas aus Final Fantasy Sim. Und dann hast du einen so einen Typen, der ist da dort und da sind halt x Minispiele. Also es ist wirklich, das sind teilweise vollwertige Minispiele, die da mit dort sind, wie auf so einem Arcade-Automaten. Mit Rennen, mit so einem Chocobo-Rennen, das fast ist wie Mario Kart, wo du dann auch noch mal fast 30 Strecken hast oder so. Und dann möchte der Idiot, dass du in jedem Spiel gegen ihn spielst und in jedem Spiel musst du dann Bester sein, also die kompletten obersten Highscore knackt haben. Und da habe ich dann auch gesagt, na, tut mir leid, aber das war für mich ein bisschen künstliche Spielzeitstreckung. Da habe ich dann gesagt, da mache ich jetzt Mut zur Lücke, die lasse ich aus, die zwei Dinge. Ansonsten habe ich halt auch alles gemacht, weil ansonsten war es echt spaßig zu machen. Und es ist ja wirklich, man hat sich da schon noch ein Tränchen dann verdrucken müssen am Ende. Es ist ein sehr, sehr trauriges Finale. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weiter erzählt wird. Da ist nämlich dann auch, also eine meiner Lieblingsfiguren, ja. Der Hund. Ja, das ist ja. Echt? Die haben den Hund umgebracht. Na. Ja, aber es ist. Jahrelang auf 9gag der schlimme Tränenauslöser, die Handlung von Final Fantasy VII. Ja, genau. Da war es wahrscheinlich. Und ich war so froh, weil ich habe nämlich irgendwann auch mal einen Bericht, damals bei Game One gesehen, über Final Fantasy VII und da haben die das gespoilert. Und ich habe damals nie damit gerechnet, dass ich das jemals spielen werde. Und das ist ein Spoiler, den habe ich nicht mehr gewusst. Ich war so froh. Ich bin auch nie zum Spielen gekommen, ich habe das auch durch so einen Spoiler erfahren. Dann habe ich mir da gedacht, brauche ich nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich habe noch gewusst, ich war mir nicht mehr sicher, ob das ich war dann so, ich habe nicht gewusst, ob ist es Final Fantasy VII oder 8 gewesen, wo dieser krasse Moment dann vorkommt. Und wenn es jetzt beim Simmer war, hätte ich auch nicht mehr gewusst, welcher Charakter und so. Darum habe ich gesagt, Gott sei Dank, endlich mal, ich habe sie nicht mehr gewusst, was mir jemand gespoilert hat. Im Gegensatz zu Harry Potter und Game of Thrones Spoiler, die mir manche Arschgeigen eingeballert haben. Pissbacken. Aber, also, wie gesagt, das wäre halt dann insgesamt wahrscheinlich auch so 300 Stunden Epos sein, weil ich glaube, das erste habe ich schon 70 Stunden gehabt. Bei dem Reunion nur mit 15 Stunden, jetzt nur mit 100 Stunden. Dann warten wir mal in 5 Jahren, wenn wir dann den letzten Teil kriegen, wie viele Stunden, dass wir da dann einballern dürfen. Gibt es da schon ein Zeitfenster, oder? Nein, ich glaube, also ich habe zumindest noch gar nichts dazu gelesen. Da habe ich noch ja nichts gelesen. Ich habe dann auf alle Fälle umgeschwenkt und habe mir endlich Resident Evil 8 Village eingekaut. Und dann gleich durchgespielt. Mit dem DLC. Was? Ja, es ist mich scheiße kurz. Was aber nicht, also mit dem DLC 15 Stunden auf der mittleren Schwierigkeit. Fast mit fast alle Schätze gesammelt und so. Also auch nur fast, weil das ziemlich bescheuert ist, wenn du ein Gebiet, du hast also praktisch so 4 Gebiete, wo jeweils ein so großer Gegner da ist. Und wenn du den abgeschlossen hast, kannst du da nicht mehr eine. Und das habe ich vorher nicht gewusst, dass ich da nicht mehr reinkomme. Jetzt sind nicht da Sachen liegen geblieben, aber gut, das war mir dann wurscht. War ganz angenehm, weil das wirklich keine Sekunden langweilig ist, das Village. Meine Story, viele sagen halt, dass die Story total Hanebüchen ist. Ich fand es auch gerade, weil es so Hanebüchen ist, eigentlich ganz witzig. Es sind coole Figuren. Ist auch ein sehr überraschendes Ende gewesen. Habe ich auch nicht damit gerechnet. Und dadurch ist der DLC ziemlich emotional ausgefallen, was ich auch nicht erwartet habe von Resident Evil 8. Also ich muss sagen, ich bin durchweg begeistert gewesen von Resident Evil 8. Geile Grafik, geiles Kampfsystem. Gut, was sie irgendwann eingeführt haben, diesen blöden Ausfallschritt, wo es die Gegner irgendwann machen, damit sie nicht immer so leicht den Kopf schießen kannst, der nervt mich, seitdem es ihn gibt. Der ist einfach nur dumm, weil einfach jeder kommt und macht, das machen jetzt alle einmal. Toll, habe ich heute schnell eine Kugel verschossen. Abgesehen davon bin ich einer der schlechtesten Gaming-Schützen, die es gibt. Ich verschieße da 4 Kugeln dann statt eine, aber sei es drum. Ein Bug hat mir auf alle Fälle auch einen Schatz versaut, habe ich dann festgestellt, weil da habe ich dann irgendwann einmal gegoogelt, weil man dachte, es gibt nicht, dass das scheiß Tor nicht aufgeht. Aber da hat es dann geheißen, es gibt anscheinend bei manchen einen Bug und wenn da nicht 2 Zombies rauskommen, dann hast du das Problem mit dem Bug und dann öffnet sich das Gitter praktisch nicht und du kriegst den Schatz nicht raus. Aber da ich es ja nicht verkomplettiert habe, war das jetzt halt halb so wild. Ansonsten kann ich, wer mit Resident Evil, wer Fan ist, hat es wahrscheinlich schon lang gespielt, ich habe lang gewartet. Aber wer damit noch gehadert hat, ich kann Resident Evil auch gerade empfehlen. Ich habe es jetzt auch in der First Person durchgespielt, weil ich immer auch in der First Person gespielt habe. Man hat ja dann irgendwann haben sie eine Third Person nachgereicht. Echt? Der DLC ist ja in der Third Person, das Hauptspiel ist aber in der First Ding, kannst aber wie gesagt umschalten. Habe ich jetzt halt nicht gemacht, weil ich war dann erst bei der Hälfte oder so, dass ich dann überhaupt einmal dieses Update mit runtergeladen habe. Darum, jetzt ist der Korbi weg, aber gut, den braucht eh keiner. Darum habe ich es dann als Ego-Shooter durchgespielt und ja, war geil. Wie gesagt, 15 Stunden,
dann haben wir gedacht, dann war im Resident Evil Fieber, dann habe ich gleich das Resident Evil 4 Remake eingeworfen. Ja, super. Und geil, gell? Ja, obergeil. Ich bin jetzt bei Kapitel 7. Ich habe sie ja letztes Jahr erst auf dem Gamecube das Original durchgespielt. Und jetzt habe ich das noch relativ gut im Kopf und es ist echt gigantisch, wie gut, dass das umgesetzt worden ist als Remake. Wie nah, dass es immer nur am Original dran ist, aber sie trotzdem ein wenig besser, sie einfach in sich stimmiger Nummer ist. Es ist gefühlt atmosphärischer und gruseliger, weil ich fand den Actionanteil im Original, den habe ich besser gespielt, als ich ihn jetzt im Remake spiele. Das finde ich ziemlich geil. Ja, affig ist immer nur, wenn du rumschleichst, weil du halt nicht erwischt werden möchtest und dann hast du Kisten da und dann möchtest du die Kiste nicht aufmachen und du musst leise sein, machst BAM! Ellbogen ein in die Kiste, alles kracht und schäbert, du gehst durch die Tür, BAM! Und das hätte man doch einfach dann auch nochmal, wenn man schon an sich diese Stimmung so gut umsetzt jetzt fürs Remake, dann hätte man das doch auch einfach, weißt schon, Ja. hau halt einfach mit dem Messer drauf. Das ist eine Prinzipiensache, glaube Ich glaube auch. Da geht's einfach ums Prinzip. Ich habe da eigentlich nur irgendwas aufgeschrieben gehabt zu dem Spiel, aber ich kann es nicht lesen, was ich aufgeschrieben habe. An sich, wie gesagt, bin jetzt bei Kapitel 6 und muss wieder sagen, wie begeistert, dass ich von diesem PlayStation-Headset bin. Das ist echt Wahnsinn. Das sind doch oft diese Minen mit den Drahtseile irgendwo dort, die ganze piepsen. Und da ist mir, wie krass, dass da das auffällt, wenn du da stehst und es ist rechts von dir und du drehst die und es ist auf einmal links von dir oder so. Und fängt das Piepsen. Und du merkst so richtig, wie das in den Kopf her mitgeht, das Scheißding. Unglaublich, ich bin echt begeistert davon. Was soll jetzt das werden? Das ist echt gut gemacht, ja. Wieso sage ich eine Katz und nur eine Katz? Ich weiß nicht. Der Korb ist, glaube ich, gerade irgendwie dumm geworden. Man hört ihn auch nicht mehr. Nein, man hört nicht mehr. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist Okay. wieder alles besser. Ja, so ist, schon ist alles besser. Alles, wirklich alles. Ich hoffe, er bleibt jetzt auch weg. Hast du eigentlich da noch irgendwas? Hast du das Resident Evil 4 durchgespielt? Ja, das habe ich durchgespielt. Ziemlich zackig sogar, weil ich das so geil gefunden habe. Das hat mich ziemlich. Ich habe dann den DLC auch gleich gespielt, auch ansatzlos durchgewirkt, weil der auch richtig geil war. Den kann ich aber einfach hinten noch spielen, oder? Muss man nicht sogar hinten noch spielen, ja. Schon, Du musst okay. sogar hinten noch spielen, ja. Weil du bist ja da beim DLC, spielst ja dann Ada. Genau, ja. Und das ist auch nochmal richtig geil. Also das war eins von meinen absoluten Highlights. Das hat so, ich finde das ganze Gunplay ziemlich geil. Das ist alles schönes Feedback, das ist alles wuchtig. Ich bin so irritiert, weil der Corby jetzt so nah an der Kamera sitzt und Irgendwas passt einfach nicht. Irgendwas passt Hallo? nicht. Porno. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, wir können die hören und wir sehen dich auch zu unserem Live sehr nah an der Kamera. Was machst jetzt du da? Found-Footage-Folge oder wie? Irgendwie, weiß ich nicht, hier bricht gerade alles zusammen. Also, deswegen sind Katzenbeutel einblendet worden. Das war, weil ich irgendwie 3-mal in dem Stream drin war. Jetzt bin ich nur noch einmal drin, aber dafür bin ich mit einer anderen Kamera reingegangen. Ja, kümmert die an der Kamera, oder Seppi und ich schmerzen wir da über Resident Evil 4 weiter. Ja, das Gunplay ist brutal, super geil. Was ich schaut finde, ist auch, dass der Händler nicht mehr so penetrant ist wie beim Original, weil bei dem war es ja so, wenn du was gekauft hast, dann hat er gesagt, what you buying, what you buying, und wenn du die ganze Zeit auf Kauf gedrückt hast, hat er gesagt, what you buying, what you buying, what you buying, und wenn du dann verkauft hast, hat er gesagt, what you selling, und dann die ganze, what you buying, what you selling, what you buying, what you selling, und das war dann, wenn der neben mir sitzt, hör auf mit dem Scheiß in Gottes Namen. Und jetzt unterhält er sich ja tatsächlich mit dir, das ist ein bisschen schade. Ja, das stimmt, das ist wirklich eine Verschlechterung. Ja, ich kann halt jetzt keinen mehr damit nerven. Keine fette die- Männer tippen mich keiner singen. Alter, was ist da los? Keine Ahnung. Komm, ist dumm. Wie hast du die gelben Wegmarkierungen gefunden? Weil um die ist ja ziemlich gestritten worden damals, was rausgekommen ist. Da haben sie alle aufgeführt, weil alles so gelb ist. Die sind doch voll dezent. Ich fand das auch einfach lächerlich, dass man sich darüber aufregt. Ich finde, Und- das hat voll passt. Und die sind doch jetzt halt eigentlich schon also ich glaube mindestens seit dem Remake von Resident Evil 2 sind diese gelben Markierungen mit dabei. Ja. Dass die Kisten irgendwie so ein gelben Ding dort haben, dass du weißt, das kann ich kaputt machen, da kann ich aufführen oder sonst irgendwas. Das ist also, Ich bitte. verstehe das auch nicht, was der jetzt soll. Das gibt es schon ewig und man macht die ganzen gelben Sachen weg, kennst du nicht mehr aus. ja, ganz genau. Das ist alles so dunkel, ich bin ja froh, dass irgendwas einmal gelb ist. Ich sage vor lauter dunkelschwierige scheißblaue Amulette nicht, die ich sammeln soll. Oder die Die habe ich tatsächlich scheißfiesen. irgendwann aufgeben. Na, die nehme ich mit, weil die sind nur einfach dann irgendwann, weil du kriegst ja dann den Auftrag und dann weißt du, wie viel das sind. Wo es richtig mies sind, sind diese komischen Aufziehmanschkerl.
Alter, Was? die sind Wahnsinn. Also Die die sind sind- richtig, richtig fies versteckt. Ja, den ersten habe ich hab nämlich nur irgendwas gelesen mit zerstöre die Dinger, aber dann ist er nirgendwo eine Mission oder so aufploppt. Ja. Da haben wir gedacht, okay, das war einfach nur irgendeine komische Nachricht und habe die ganze Zeit ein komisches Geräusch gehört. Also den ersten habe ich definitiv schon mal nicht. Und dann irgendwo hab anders irgendwann habe ich noch den ganz zufällig viel gesehen. Ja, Nach ganz vielen Stunden den ersten erst den denkt, da haben wir gedacht, okay, das hast du jetzt mit Sicherheit schon ungefähr 15 versammelt. ja, wahrscheinlich. Es sind eh gerade 16. Äh, Aber die sind richtig gemein versteckt. Aber, ja, und wo sie mir schon vorgenommen habe, was ich auslassen werde, ist die Schießbude vervollständigen. Wobei, jetzt habe ich schon wieder gesehen, die machen ja diesmal statt, weil im Original hast du Figuren zum Sammeln praktisch einfach gehabt. Und das Original habe ich auf 100% gespielt und auch die Schießbude komplett gemacht. Und jetzt habe ich gesehen, dass da kriegst du jetzt halt auch wieder Buffs mehr oder weniger, die du an den Koffer ohne hängen kannst. Jetzt, ja, genau, die Anhänger du kriegst. ja, genau. Jetzt werde ich vielleicht hier und da mal ein wenig alleine bolzen, aber alle werde ich mir da nicht holen müssen diesmal. Also ich fand halt, Apropos Anhänger Einbolzen. jetzt kein Mensch braucht so. Ja, es gibt jetzt so die Munitionsart mehr finden. Also das erste war jetzt so von der und der Munitionsart mehr finden, ja. Wenn ich es von der Magnum-Munition kriegen hätte, dann ja, gern her damit, aber ansonsten. Apropos eine Bolzen, wie oft hast du schon versucht, Ashley unterm Rock zu schauen? Die, glaube ich, hat diesmal gar keinen Rock mehr an, oder? Ja, die die ist, haben's ja die ist bewusst nimm, jetzt. ja, genau, die ist nimmer so freizügig. Leider. Was ist denn das? Ein Hosenrock oder so? Irgendwie sowas, ja. Auf alle Fälle kann ich der minderjährigen Präsidententochter nimmer unten reingaffen, leider. Ja. Nein, nicht alles verbessert sich zum Guten hin. Also sagt sie immer, oh Leon, what you doing? Leon Sensei. Help me, Leon Sensei, I'm stuck. Das kann sein, dass das sogar vorkommt. Ja, schon ab und zu mal, ja. Aber ansonsten auch schön blutig, das Ding. Also die, wenn es vor allem, wenn du irgendwas sprengst oder so, die zleckt schon ordentlich. Das mengen wir. Also ich bin hellauf begeistert. Ich bin voll im Resident Evil Fieber und ich werde nach Resident Evil 4 Remake, werde ich endlich mal auf dem Gamecube das Code Veronica X spielen. Das habe ich nämlich Das soll seit... ja angeblich das nächste Projekt sein, gell? Ich hab was, genau, ich hab von Code Veronica X oder von Outbreak gelesen. Ist mir eh wurscht, weil ich spiele das Remake auch nochmal. Wenn das alles so geil umgesetzt wird wie jetzt, weil es Zweier, das Dreier und das Vierer, die waren alle also wirklich perfekt umgesetzt in meinen Augen. So, und beim Dreier kannst du ihm angreizen, dass halt ein paar, sie haben doch da 2 Level weggelassen, warum auch immer. Das finde ich ziemlich beschissen, aber ansonsten spielerisch, grafisch, alles wirklich top. Deswegen immer her damit, vor allem die Outbreak-Teile, weil die gab es ja, glaube ich, nur auf der PlayStation 2. Das kann gut sein, ja. Revelation, die hätte ich auch noch da, diese DS-Dinger, Revelation 1 und 2, die habe ich für die 4er noch umeinander stehen. Ja, mal schauen, wie stark das jetzt im Resident Evil Fieber bin und ob jetzt nicht einfach alle Resident Evil Teile, die ich noch ungespielt da habe, reinhau. Mal Hast du gucken. das schon ein paar Mal angekündigt? Na, weil ich erst jetzt ins Resident Evil Fieber gekommen bin. Nach Resident Evil 8 bin ich, wie gesagt, gleich ins 4er Remake eingestiegen, danach Code Veronica X, dann Revelations 1 und 2. Und das war es eigentlich dann eher an die guten Teile. Wie gesagt, Outbreak, PlayStation 2 werde ich mir jetzt keine keine kaufen dafür. Da wollte Ich ich würde einfach schon Remake. wichtig finden, dass du bei den Teile nicht chronologisch vorgehst, sondern immer springst. Vom 8 ins 4er, dann, Ja. dann das 0er, dann kannst du eigentlich mit dem 2er wieder weitermachen. Ja, ich war tatsächlich, das erste, was ich gespielt habe, war das Resident Evil 1 Remake auf dem Gamecube. Dann habe ich irgendwann einmal das Resident Evil 5 gespielt. Dann habe ich das Resident Evil Zero gespielt. Dann habe ich das Resident Evil 6 gespielt. Und dann habe ich das 2er, das 3er, das Original 4er, dann das Zimmer, das 8er und jetzt das Remake 4er gespielt. Also ich bin die ganze Zeit durcheinander gesprungen und käme überhaupt nicht aus. Und das ist bei der Story schon, weil die haben ja Game of Thrones Ausmaße, diese Stories. Ja, es ist halt nicht so wie bei Mortal Kombat, wo das eh immer aufeinander aufbaut und das war Ja, wichtig ist. stimmt, ja. Na, aber also ich liebe es. Ich bin jetzt echt begeistert davon. Ich bin voll im Horrorfieber. Gerade Horrorspiele, nur Horrorspiele. Heute das nächste Horrorspiel angefangen. Heute erst gekommen. Luigi's Mensch, ne? Stimmt, da wäre eine Meldung gekriegt, dass es ab sofort verfügbar ist, gell? Ja, heute schon extra noch vor dem Podcast angezockt. Extra noch angezockt für euch. Ja, hat jetzt nicht ist jetzt nicht so spielerisch fein wie das Dreier. Man merkt ja, finde ich, ein bisschen an, dass halt einfach eine Portierung vom 3DS ist. Aber ansonsten, wenn du das 1er Mengen hast, wenn du das 3er Mengen hast, dann magst du auch das 2er. Ich bin jetzt halt nur im 4. Level, sage ich mal.
macht Spaß, ist schön gestaltet, es ist schön blöd ein bisschen, also so der typische Nintendo-Humor und ich mag halt den Luigi ja gerne als Figur. Also bis jetzt kann ich noch nichts schlecht sagen, außer das, dass das so in Level aufteilt ist. Und was ist denn mit der scheiß Katze die ganze Zeit, du Vollidiot? Verpiss dich jetzt! Das ist so in Level aufteilt und im Dreier hast du doch einfach rumlaufen. Du hast das Dreier gespielt einmal, oder Seppe? Ja. Da hast du doch, Jetzt mal er ganz lange abgelenkt. Ja. du hast da wenigstens mal ein nice Katzenbeutel her, das kennen wir jetzt nicht schon. Ja, Da hast du doch eigentlich einfach in der Villa dann immer wieder zurücklaufen können und so. Und da ist es jetzt so, dass du wirst hingeschickt für eine Mission, dann beamt er dich hin, dann laufst du da durch, dann beamt er dich zurück. Und dann wirst du nur bewertet. Das sprich, du musst da jetzt Level, müsstest du, was weiß ich, wie oft spielen, damit du das komplettiert hast und beim perfekten Ding. Das finde ich bis jetzt ein wenig blöd, muss ich sagen. Aber ja, bei dem ist jetzt meine Ambition auch nicht, das auf perfekt oder so zum Spielen. Das ist selbst, das mag ich einfach nur spielen. Ja, Das das ist- ist so ein bisschen am Cannabis der Hidadeln, oder? Ja, genau. Und es ist zwischen den ganzen realen Horror von Resident Evil, ist es ein schönes Runterkommen Horrorspiel. Es hat ja eher Gruselatmosphäre, wie Horroratmosphäre. Ja, und es ist halt auch nicht gruselig. Wenn man da als 3 ist, dann ist es halt auch nicht gruselig. Es ist einfach nur schön, es ist einfach ein schönes Spiel. Ja. Oh, die ist schön, die Miets. Ich verstehe das ganze Mietsding da nicht. Ich weiß auch nicht, ich kick einen Korb jetzt raus, wie geht das eigentlich? was denn? Ich schmeiß jetzt einfach Was raus, denn? den hat's wurschten. Ihr seid doch professionelle Moderatoren. Das heißt, ihr lasst euch von sowas doch nicht ablenken. Du bist der Professionelle. Und außerdem, irgendwo habe ich mal gelesen, Katzen im Internet erhöhen die Klickrate. Ja, aber da hätte man ein Thumbnail rein da müssen. Ja, habe ich das erstellt? Und den Titel. Ja, du hättest mir das vorher sagen müssen, dass wir jetzt auf so einem Niveau unterwegs dass, sind. dass wir jetzt so händeringend nach Zuschauern fischen. Das nächste Aber Mal das- wahrscheinlich alter so eine Schwede. Synthwave-Playlist. Richtig bescheuert, ja. Also, aber ihr habt gesehen, ich war auf alle Fälle wenn ich jetzt fleißig da jetzt, weg gell? bin, dann liegt es an dem Hagel, der da gerade draußen fast schon einen Baum ummaht. Ja, ich hoffe, er ist Ja, jetzt dann dann kein so Wunder, schlimm. das ist Ich hoffe, dass es jetzt dann so schlimm ist, dass du weg bist, weil dann haben der Seppi und ich ja Ruhe und können uns endlich mal in Ruhe unterhalten. Das ist ja gemein. Aber ich hab's gesagt, ich war jetzt echt fleißig vom letzten Ding her, gell? Das war. Total, ja. Und was ich heute auch noch geschafft habe, heute ist noch später vorbeigekommen und wir haben das Batman Begins vom Gamecube durchgespielt, das ich vor 6 Talkthroughs einmal gesagt habe, dass wir das spielen, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Wo ich gesagt habe, wenn es mit der Kamera unten reinfasst, schaut es aus wie das Meme. Ja, Haben wir heute auch noch schnell, war ein Spätzle da gesagt, das machen wir jetzt schnell fertig, das Ding, und es ist so geil beschissen gewesen. leck. Es ist so geil beschissen gewesen, ja, zauberhaft. Ja, ich war richtig fleißig, so, also. so viel Abschlüsse her kann der Respekt. Respekt. Ja. Es ist ja, ich habe auch ein bisschen Gas geben müssen, weil Nintendo Direct war ja. Und Nintendo Direct, die finde ich, hat schon ganz schön was ausgeballert, vor allem für mich jetzt als Nintendo-Fan. Da kommt einiges zum Zocken. Ja, ich habe da mal eine Liste mir gedanklich vor Augen gehalten gerade. Mhm. Ich glaube, ich habe da. Die geht gar nicht mehr, also der Bildschirm gelangt dann nicht mehr. Bei 17 hört es auf. Mhm. Es ist einiges. Ist Es schon. Und das sind jetzt, die 17 haben, jetzt, da ist jetzt nicht nur Scheiß dabei, das ist eigentlich alles gut. Ich wollte gerade sagen, das ist, 22. das ist tatsächlich, sind so wirklich lauter, ganz viele hochwertige Titel, die dabei sind. Allein mit dem neuen Mario und Luigi Brothership, das dabei ist. Das wir ja eventuell streamen. Da kann man vielleicht was machen. Das- ja. das war darf vielleicht auch wieder- bieten, meine die. Das war wieder mal Epse. Das hat vielleicht für ein paar Flussmomente sorgen und hat nicht so viel Story. Kannst ja also der Guide, die wieder dazu sitzt und die ganze Zeit Fotzen davon haben, dann nervt es uns nicht gar so. Hast du von gehen den. raus. Ja, Grüße gehen raus, Brudi. Hast du das einmal gespielt, irgendwas von den Mario und Luigi-Teile? Die gibt es ja, glaube ich, seit dem Game Boy Advance, kann das sein? Ich habe die tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es die gibt. Ah, so? ehrlicherweise. Ich Ich hab's, habe die nie gespielt. Ich war da echt ein bisschen überrascht. ich hab's immer auf dem Schirm gehabt, aber nie gespielt. Ist es der Queen ja Game Boy quasi? Advance war ja dann quasi, dann ist er dann Richtung Wii schon gegangen, oder? Game Boy Advance war zeitgleich mit dem Gamecube. Gamecube und dann war der Die Wii war mit dem DS. Ah, okay.
Ja, Genau. mit dem Gamecube, ab Gamecube war ich kurzzeitig mal raus. Da war ich Playstation-mäßig mehr unterwegs. Da habe ich Okay. das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt gehabt. Ja, ich hab's ja nur deswegen, weil ich seit Nintendo 64 Endzone ließ, habe ich diese Scheißdinger immer alle mitgekriegt. Und habe mir gedacht, boah, lecker, mir hätte es auch mal spielen. Da ist sogar Du eins bist von das denen. also, der die immer nur abonniert hat. Ja, ja, ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Da ist sogar eins von den Spielen, ist in dieser, werden Spiele immer länger Aufreihung mit dabei gewesen von den Mario und Luigi Teile. Die gehört anscheinend gehört die, ja, nein, die war bei den Mario Teile an sich dabei, nicht als eigene Reihe, sowas genau. Aber die haben auch ein Spiel dabei gehabt, wo es anscheinend so künstlich gestreckt war, dass sie gesagt haben, fuck you. Und sind dann wieder zurückgerudert, weil die Reihe gehört anscheinend zu denen, die wieder ein bisschen kürzer treten von der Spielzeit her und dafür halt einfach bessere Spielzeit bieten. Besser Ja, gefüllte das, Spielzeit, nehmen wir es so, was halt auch Sinn macht. ja, auf alle Fälle. Das ist immer der bessere Weg, dass du mich fragst. Ist Ja, bei der Nintendo Direct das Metroid 4 angekündigt worden? Metroid Prime 4 Beyond. Und Ja. war da Endlich. der Teil davor, also dann der Dreier, Mhm. auch schon in dem Stil? Weil ich hab gedacht, das Ja, ist ja. ein Metroidvania. Ja, es ist ein Metroidvania, aber als in Ego-Shooter-Form. Und es gibt zwei Reihen praktisch. Es gibt die Metroid Prime-Reihe, die ist vom GameCube bis zur Wii gegangen, Metroid Prime 1, 2, 3. Dann gibt es ein Metroid Prime Hunters Money auf dem DS. Und jetzt hat dann eben Metroid Prime 4 Beyond. Das ist eine eigene Reihe. Und dann gibt es eben die 2D-Reihe, wo zuletzt der Metroid Dread-Teil erschienen ist. Aha. Aber hol mich mal bitte kurz ab, weil ich habe mir den Trailer so angeschaut und ich habe mir gedacht, das ist der generischste, langweiligste Sci-Fi-Shooter, den ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Was macht jetzt das Spiel besonders? Also mir hat das damals, man muss ja da sagen, es war ja auf dem GameCube, der erste Teil, die ersten drei Teile sind, ja was weiß ich, wie lange her. Es ist halt nach wie vor, ist es ein Metroidvania, das macht halt schon Spaß wie Hölle. Dann musst du die Welt halt auch viel erkunden, du musst halt alles immer abscannen, da kannst du halt deine Datenbank füllen, wenn du da halt also ein Purist bist, der auf 100%, der seine Welt auf 100% erkundet haben möchte. Dann diese ganzen, diese Mechanik mit dem Beam als Ego-Shooter, die hat saugeil funktioniert, weil du hast ja dann auch diesen Grapple-Beam drinnen, dass du die schwingen kannst, dass du Sachen herziehen kannst, dass du jemanden damit festhältst, wie so Ghostbuster und so ein Zeug. Also du hast brutal viele Funktionen in dem Beam drinnen. Dann kannst du die in den Morphball auch verwandeln. Das hat dann auch viel Abwechslung mit eingebracht, wenn du dann diese Morphball-Passagen hast, die dann mit Magnetrails und Schweberails und was weiß ich was funktioniert haben. Also es schaut tatsächlich, wenn du es jetzt so schaust, denkst du, ja okay, 0815 Sci-Fi-Shooter. Aber wenn du es spielst, dann war es zumindest für mich damals, das ist halt jetzt, muss ich auch dazu sagen, weiß nicht wie lange her, hat es aber unbändig viel Spaß gemacht und ich liebe halt auch, das Metroid-Universum liebe ich halt auch, muss ich auch dazu sagen. Sie haben sie aber auch sehr fein gespielt. Damals auf dem Gamecube schon eine unglaublich feine Steuerung, damals eine herausragende Grafik gewesen, auch mit dem Visier, wenn das angeschlagen ist, wenn du ins Wasser gegangen bist und so. Also es war damals auch schon technisch sehr, hat es geglänzt. Wäre jetzt wahrscheinlich auf der Switch, wärst du wahrscheinlich nicht mehr so sagen können, dass das Ding technisch irgendwie heraussticht, aber damals war es eben nur so. Ich bin jetzt gespannt eben auf den Vierer, ja, weil jetzt hat man doch viel in der langen Zeit, bis der vierte Teil kommt, viel andere Ego-Shooter dazu gekriegt mit Sci-Fi-Setting. Da haben sie schon sehr schlagkräftige Konkurrenz auf alle Fälle, gegen die sie sich behaupten müssen. Ja, aber nicht auf dem Nintendo. Nein, das nicht, aber ich meine jetzt halt an sich in der Gaming-Welt. Also wenn du jetzt halt einer bist, der zwei Konsolen hat, wie viel, kannst du halt schon leicht passieren, dass du sagst, bevor ich mir das hole ich mir was auf der Playstation, weil Grafik besser oder sonst Dinge. Aber Ich hab den Trailer gesehen und dann noch den Trailer, aber das war glaube ich nicht bei der Nintendo Direct von dem 40.000 Warhammer Space Marine Shooter und alter Schwede schaut der geil aus. Also das ist Den hab ja ich schon gespielt. irre. Echt? Und? Ja, auf der Gamescom letztes Jahr. Das ist tatsächlich, also da war er noch recht roh. Also es hätte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen sollen, aber dann haben sie es ja nochmal verschoben. Da Ja. hat man schon gemerkt, das tut einem auch bestimmt gut, weil das hat uns ziemliche technische Probleme gehabt, aber an und für sich ist das Spiel schon Wahnsinn. Also du stampfst da durch die Welt mit der Wahnsinnsrüstung, du ballerst da einen ab, du bist da von den vier da überrannt. Also ich bin jetzt zu dem Warhammer-Universum so bewandert, aber das hat schon Bock gemacht. Also Das ich kann sind mir ja das schon Horden, vorstellen. die da auf einen Brutal, eindreschen. Das ist ja riesig. Da irre. gibt es Momente, da meinst du, jetzt geht die Welt unter. Das ist richtig, richtig Ja. krass. ja, das war ja auf der Dinge, also auf der PlayStation 3 hat es doch da auch schon einen Teil gegeben. Ja, genau.
Den glaube, habe ich, dass den hab ich auch gespielt, aber der war mir zu lang. Also mir ist das irgendwann zu stumpf gewesen, muss ich sagen, das Genau, das- Spielprinzip. Stumpf. Das ist das. Ich habe das eine Stunde gespielt gehabt und ich habe mir dann schon nach einer halben Stunde gedacht, schaut zwar alles so geil aus und rumst gescheit, aber kommt da jetzt noch irgendwas? Ja, genau, so ist mir auch gegangen. Ich hab mir gedacht, ja, passt, aber da war dann nie irgendwie so der Fortschritt von, wow, noch krassere Waffen und sonst. Es war irgendwann einfach, ja, da war Bereich vor Bereich, war irgendwie, du hast am Anfang eine Blaupause und das ist da hat sich dann wiederholt irgendwann für mich. Ja, ich glaube schon, dass glaube, die das ist- Kampagne ziemlich cool ist. Also auf die hätte ich definitiv Bock. Ob es dann wirklich so viel Spaß macht, dass man dann sagt, ah ja, ich spiele jetzt da jeden Tag irgendwelche Herausforderungen oder so, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber also die Grafik und diese Horden, das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Mich hat Corby, da für tatsächlich uns, der Koop mehr interessieren, glaube ich. Gibt es auch einen Modus? dafür brauchst du Freunde. Nein, das kannst du haben wir mit doch KI heute. spielen. Achso, okay, ja Das- gut, dann kann der Sepp jetzt Das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Du Vollidiot. Du willst mir die scheiß Anden da weg. Okay. Krieg ich Hunger. Corby, für uns haben sie auch noch ein Spiel angekündigt in der Nintendo Direct. Irgendwas mit Liebe? Hello Kitty Island Adventure. Geil! Geil. 2025, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Na, Corby, was haben sie denn für Ja. uns angekündigt? Keine Ahnung, was denn? Halt doch dein Maul jetzt, weil wir uns schon drüber unterhalten haben. Ich wollte jetzt einfach mal, dass du auch eine Fotzen aufmachst und nicht nur Scheiße machst in der Runden. Ich hab doch das Space Marine Ding gerade erwähnt. Das scheint Ja. richtig cool. Oder meinst wir du, haben halt etwa gesagt, dass er scheiße meinst du den DLC, den man für 10 Euro teuer kaufen muss für Forza? Was für was? Das Autorennspiel, Forza. Ich glaube, das nennt man so. Ich weiß nicht genau. Forza. Meinst du So, ja, Forza? Du- Forza. Ja, Forza. Auf Da deiner kannst, du Eisel jetzt, da, vielleicht. kannst du Ja. jetzt, da kannst du jetzt das Jurassic Park Auto fahren. Du kannst alle 3 Autos, die DeLoreans von Kann ich die in die eigentlich Zukunft stumm schalten? 1 bis 3 fahren und einen Knight Rider. Aha, Ein Kit. aha. The Legend geil. of Zelda Echoes of Wisdom. das Ach, Vollidiot. Echoes of Wisdom, habt ihr schon gehört? Echoes of Wisdom ist angekündigt worden und das ist ja das erste Mal, dass man die Zelda so als Hauptcharakter spielt. Wow. Wie wir natürlich wissen, gab es das aber schon mal. In Hyrule Warriors, oder? Nein. Ach nein, das war die Linkle, oder? Haben wir gesagt. Die Linkle, genau, die gibt es in Linkle. Hyrule Warriors. Aber man hat die Zelda spielen können bei diesem Wind Waker Ableger, wo man in dem Zug umeinander fährt. Ich nenne es jetzt einfach mal Ja, das war. The Legend of Zelda Mighty Train. Ja, Nein, heißt das nicht war so, Spirit aber Tracks. Spirit war das. Tracks, genau. Da kann man nämlich in ein paar Passagen auch sie spielen. Ja, genau. In ein Aber paar jetzt, Passagen. jetzt Ja. können wir es halt komplett spulen. Okay. Das ganze Spiel ist unsere Protagonistin Zelda, Sweet Baby Inc. lässt grüßen. Schaut geil aus, oder, der Trailer? Also ich bin gespannt, Ja, was das voll. Game... Erstens mal die Optik schon wieder von Link's Awakening, da kriege ich gleich Freudentränen in die Augen, weil ich finde die so unglaublich schön. Und ja, dann dieses Gameplay, was da gezeigt haben, ich glaube, dass es mega interessant wird und mega viele Möglichkeiten bieten wird, was man da alles machen kann. Da bin ich schon richtig heiß drauf. Wann kommt das raus? Ist da ein Release dabei? Das kommt Pass im auf. September schon. Im Was? September kommt. Ja, im September. Das ist schon Kann man fast jetzt schon so. vorbestellen. Ja. Ja, stimmt, vorbestellen kann man es jetzt schon. Was sollen das alles spielen? Weil das Mario und Luigi kommt ja im November dann. Was haben wir dann noch gehabt? Ja gut, lecker, da war ich bald durchtrat. Geht's auf einmal los, kommt Donkey Kong. Ding immer geil, Alter, ein neues Donkey Kong Jump'n'Run und dann ist es einfach nur mal der Wii-Teil neu aufgesetzt. Fickt's euch. Lächerlich. Wirklich Wirklich lächerlich. lächerlich. Wirklich lächerlich. Mein Ein Gott. neues Mario Party kommt noch. Nein. Super Mario Party Jamboree. Das regt mich auf. Warum regt jetzt Mario Party auf? Warum? Also ich habe gedacht, du bist gerade in Lästerlaune. Ich wollte jetzt deine Meinung hier Also, unterstreichen. auf Mario Party freue ich mich immer, solange sie das beibehalten, was bei dem letzten Mario Party gemacht haben, dass die Spielzüge wieder kürzer werden. Weil ich habe da den Vergleich gehabt, so jetzt pass auf, das letzte war glaube ich Super Mario Party All-Stars oder so, kann es sein? Oder nur Mario Party. Das mit die ganzen alten Bredel und das davor, das Mario Party 11 müsste das dann gewesen sein. Da habe ich mal verglichen, da haben wir erst das erste gespielt mit 10 Runden, glaube ich jetzt mal, und dann das zweite mit 10 Runden und das erste, das 11er, das dauert doppelt so lang von der Spielzeit her. Weil die so viele Animationen eingebaut haben zwischen die Spielzeuge, dass wir wirklich da gesessen, du sitzt da und langweilst die, bis du wieder drauf bist. Und das, ich hoffe, dass das bei Ja, das Jamboree ist kacke. beibehalten wieder vor, weil das hat mir echt richtig genervt.
Ja, ich habe mal mit zwei Kumpels Mario Party gespielt, Aha. live in so einem Stream. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Mit wem hast du da gespielt? Der eine, der macht mit so einem Podcast. Okay, Da Mike. haben wir, Mit Mike. der Mike war nicht dabei. Der hat, glaube ich, Mario Party-Freund. Ja, das müsste der Mike gewesen sein. aber Nein, dann übers passt schon. Livestreamen, Was, das war der Mike, Ja, ja, genau. muss Alles klar. quasi der Mike Muss so sein. gewesen sein, ja. geht gar nicht anders. Dann Grüße gehen raus an Mike. Genau. Ja, und dann haben sie halt noch die, was wir vorher schon gesagt haben, die Dragon Quest 1, 2, 3 HD, 2D Remakes. Stimmt, das kommt ja auch. Teil 3 kommt ja auch schon im November und Teil 1 und 2 kommen dann nächstes Jahr. Eieieiei. Brutal. Ja. Ein neues Metal Slug ist ja aus. Haben sie ein Shadow-Drop Oh. Ja, genau. Das ist auch drin in der Liste. Just Dance 2025. Hoffentlich dann aber auch noch in einer Automatenversion, so richtig schön irgendwo in der Spielhalle, das wäre richtig cool. Das war sogar Metal Slug Attack Reloaded, erscheint im Laufe des Tages. Das ist sogar nur an dem Genau. Tag anscheinend erschienen. Jesus, ne? Da waren es, glaube ich, mehrere, oder? Da waren nur ein paar Spiele dabei, die auf einmal. Ja, das waren dann nämlich auch ein paar neu für die Online-Dinger, für Nintendo 64, aber ist Genau. Turok und so und Perfect Dark ausgegeben. Übrigens, Perfect Dark, gell? Xbox Showcase hat ein neues Perfect Dark angekündigt. Na, Und Perfect Dark auf Nintendo 64 war überragend gut. okay. Perfect Dark auf der Xbox 360 war überragend scheiße damals anscheinend. Aber wirklich- lass mich raten, man hat in dem Trailer nicht viel gesehen. Ja, da war schon ein bisschen Gameplay und so weiter dabei. Also hat schon gut ausgeschaut, was da Ach, du war. hast den Witz nicht kapiert. Weil es Perfect Dark war. Ja. Wo schaltet die stumm? Ich finde es jetzt gerade nicht, aber die hat jetzt unter den Schwanz. Spiel du lieber Funko Fusion. Was Boah, soll ich- cool. Was will ich mit dem Scheiß? Wer Boah, möchte das cool. spielen? Boah, cool. Ich hab nämlich tatsächlich da ein paar Funko-Figuren. jetzt? Ist cool, gell? Super cool. Wenn das nicht cool ist, weiß ich Bevor ihr Geld für eine Funko-Pop-Figur ausgibt, gebe ich lieber Geld für Fentanyl aus und spritzt mir ins Augen. nicht. Okay. Großer Freund scheinbar dieser Marke. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, Kim, schaust dir nur die hässlichen Scheißfiguren. Hey, was? Hallo? Ich darf's nicht sagen, ich habe zwei daheim, die hat mir später zum Geburtstag geschenkt. Das sind die einzigen zwei schönen Funko-Pop-Figuren, die es gibt, aber ansonsten sind alle fotzengrob. Und was sind das für welche? Der Muten Roshi und ich glaube der Captain America, aber als Marvel-Zombie. Okay. Also den letzten verstehe ich nicht. Muten Roshi ist höllencool. Der Fall ist der Höllencool. Dann weiß ich nicht, was du da... Oder für Pokémon, genau, Sesselpfurzer sagt's gerade. Gib es ja lieber gib das ganze Geld in Pokémon Go gib es aus. Ach, Kim, als wenn du da jemals Geld ausgeben darfst. Ich hab schon mal ein bisschen was ausgegeben, aber das war ich nicht. Was? Alter. Ja, ich hab's einmal hyped, aber irgendwann haben sie festgestellt. Du hast zu mir gesagt, du gehst alles. Du hast gesagt, deine Beine tragen eher nur, bevor du da Geld rein. Ja, wenn ich da Geld reinstecke, dann muss ja trotzdem noch gehen. Das nimmt mir das Geh nicht ab, das Scheißspiel. Das Scheißgeld. Okay. Was soll ich denn eigentlich? Ich hab's jetzt aber Hast du das im Spiel investiert oder hast du der Handy-App angegeben und hast dann den bezahlt, dass er geht? Also, wenn man meine Figur anschaut, dann letzteres, aber es war tatsächlich ersteres. Aha. Genau. Krass. Habt ihr euch die Xbox Game Showcase angeschaut? Na, So, mit einem Auge. Mit einem Augen. Die ist aber echt auch gut gewesen. Die haben fette Dinger rausgehauen. Muss Ja, ich ich sagen. hab's hinterher, dann haben wir so geschaut, weil ich war ja nicht. was heißt denn perfekte Dinger? Fette Dinger, habe ich gesagt. Ach, fette Dinger, okay. Ja, ein neues Gears of War, praktisch den Anfang von dem Ganzen. Ich habe, glaube ich, die ersten 3 Teile gespielt und es ist echt ein geiler Third-Person-Shooter gewesen. Auch im Koop super geil zum Spielen gewesen. Schade, wobei, Seppi, du hast ja Xbox, kann man vielleicht mal Gears of War spielen. Ein neues Doom Kann man, kommt, ja. Doom Dark Ages, das spielt ja dann im Ding im Mittelalter. Hat auch gut, wenn man die letzten 2 Dooms mengen hat, wird man das wahrscheinlich auch mengen, weil das schaut nach dem gleichen spaßigen Oldschool Splatter-Shooter aus, den wir kennen. Klassischer Mittelalter-Shooter halt. Der klassische Mittelalter-Shooter, ja, wie man so kennt, genauso. Doppelleifige. Genauso wie Perfect Mittelalter Dark und so ein Zeug, weißt du schon, das ist einfach, man kennt's ja. Stalker 2, was hat von euch einer Stalker gespielt? Nope. Ich auch nicht. Ist ja aber auch so ein Na, aber Stalker 2 macht schon einen richtig geilen Eindruck. Also vom Trailer her Sie. macht es voll Bock. Dann hast du noch Dragon Age hast mit dabei, wird Warcraft-Fans ist was dabei, Fable
Perfect Dark, wie ich vorher schon gesagt habe, Life is Strange kommt was Neues, Fallout 76 kommt, die Skyline Valley, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, das Remake, da hoffe ich aber noch ganz stark, dass wir das, dass das auch für die Playstation rauskommt, weil ich möchte unbedingt das Metal Gear Solid 3 spielen. Das ist eine Kurze Frage geile zu Reihe. Fallout 76. Was soll da neu sein? Das glaube ich ist so ein Ding, wie nennen sie das, wenn sie in so online, so Season oder so, kann das sein? Eine Season, eine Season, okay. Glaube ich zumindest. Also da bin ich jetzt nicht genau damit beschäftigt, weil ich nicht spiele. Elder Scrolls, Gold Road, fix Mary. Also sind auf alle Fälle krasse Sachen dabei, finde ich. Da ist fast so. Das ist Fable. Da habe ich richtig Bock. Das weiß ich nicht, Das ist aber auch wieder so ein Riesenklopf. Es sind immer so Riesenklopf, oder diese Fable-Spiele. Ja, ich habe die noch nie gespielt, weil ich früher keine Xbox gehabt habe, weil ich halt Playstation gehabt habe und warum sollte ich dann eine Xbox haben? Und das war ja immer schon Xbox exklusiv. Ja, Aber das hat mich immer schon interessiert mit der Märchenwelt da, das ist glaube ich ganz geil. seh. Ist es das, wo es schon The Wolf Among Us gab? Ja, das ist jetzt. Du meinst das ist Telltales. Die Comic-Serie, also die Das heißt doch auch Comic-Reihe Fables, oder? heißt Fable. Ja. Ja, die Comic-Reihe, wo das rauskommt, heißt Fable, ja, aber das hat glaube ich mit dem Spiel nichts zu tun. Achso. Bist so dumm, Corby. Wahnsinn. Das ist Okay. echt brunzfucking Blöd. blöd. Spiel rausgekommen. Habt ihr das auch gesehen bei der Nintendo Direct, bevor wir es vergessen? Horizon. Haben wir doch schon gesagt, Hello Kitty. Lego Horizon, meinst du? Ja, Ja, da ist ein Trailer jetzt raus. trifft doch genau auf die zu, ist doch Ich maßgeschneidert. habe erst vor kurzem mit dem Kani darüber geredet. Dann hat er gesagt, das interessiert am null. Und da habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Mensch? Also da, wirklich, also da putzt er stundenlang sein Lego und dann kommt zu dem Welthit Horizon ein Lego-Ableger raus und das ist dann scheiße. Hallo, ich darf nicht mehr so viele Kinderspiele spielen, hat der Seppi gesagt. Also bin ich mit Lego jetzt zumindest raus. Ich baue jetzt nur Lego, aber ich spiele nicht Lego. Jetzt, wo er mal in der Horror-Szene drin ist, lass man bitte da drin. Lasst mich drinnen, ja. Ich rutsche eh schon wieder ein bisschen in die Gruselszene ab zum Luigi. Oh ja, Oh je. stimmt. Das ist schon wieder ein gefährliches Terrain. Seppi fiebert schon wieder. Nein, also die Lego-Spiele die sind mengen spaßig sein und alles, ja, aber ich hab das Lego Harry Potter ein bisschen. Na, Habe ich Platin-Trophäe. super, wow. War gar nicht so leicht. Das ist ja noch schlimmer mit dem Sammeln als die 1000 Crocs. Na. Auf alle! Du kannst da jedes einzelne Teil, was umeinander steht, kannst kaputt machen und da fallen 8000 Steine aus und die musst du alle aufsammeln. Da bist du in jedem Raum nur mehr damit Sammeln als mit Kämpfen oder sonst irgendwas beschäftigt. Das ist ja furchtbar. Es ist immer auf das ausgelegt, dass du halt die Level eigentlich mindestens zweimal spielen musst. Ja, wow, herzlichen Dank dafür. Ja, aber es ist halt cool, weil du kannst es dann mit anderen Charakteren spielen. Und wenn du halt dann das erste Schuljahr einfach mit Lord Voldemort spielst, anstatt ein Harry Potter, ist das schon lustig. So, das geht, oder wie? Ja, das ist ja der Charme an den Spielen. Ja, ich hab den Charme leider nicht gesehen. Ja, gut. Der Sesselberger ist für Klemmbausteinspiele offen. Da, schau, guter Mensch. Mit dem kannst du dich drüber unterhalten, ja. Ruft euch zusammen bis zum Kasperl, ich mag nichts hören davon. Macht zum Klemmbaustein-Spiele Podcast. Ja, genau. Ja, aber da gibt es nicht dann viele Folgen. Warum? Es gibt da alles sehen Lego, oder? Ja, schon, aber Spiele. Ja, aber du hast doch das Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego DC, Lego Lego City, Jurassic Park. Lego Jurassic Park, Lego Ninjago. Also auf Anhieb haben wir schon mal 6 Spiele, die schon mehrere Ableger haben. Da Ja. wird's schon auf alle Fälle einen kleinen Podcast zusammenkriegen mit ein paar Folgen. Wärst du Ja, dann traurig, wenn wir- schreibt's euch Wär- hinten noch wär- jetzt zusammen. wärst du traurig, wenn ich hier aussteige, einen Klemmbaustein-Spiel-Podcast mache und erfolgreicher wäre? Solange du die Folgen für uns weiterschneidest, ist mir das scheißegal. Nein, ich steige komplett aus. Du Mistsau, fick dich. Kannst vergessen. Kannst du Okay. vergessen. Okay. Habt ihr euch im Juli schon angeschaut, was rauskommt? Nee. Du Du sagst da nichts. Was jetzt gerade? Es kommt aber auch nichts Ich raus. find nix, ja. Nee, Ich find es, einfach kommt nix. es kommt wirklich nichts außer das irgendwie für mich persönlich jetzt interessant war. Für manche vielleicht das Final Fantasy, der DLC Money, oder ist das zum 16er?
Ah, ja, genau, stimmt, den habe ich Das ist gelesen. Dawn Trail. Aber gut, das habe ich jetzt eh nicht gespielt. Darkest Dungeon Frostpunk 2 2. haben sie heute verschoben. Das war für den Juli angekündigt, das kommt jetzt erst im September. Okay. Shim. Ich weiß nicht, was Shim ist. Da ist was für die, du willst japanische Spiele haben, Corby. Kunitsugami. Path of Gesundheit. the Goddess. Okay. Aber ansonsten, Und um was geht's? Beschreibt bitte die Handlung. der Schauplatz ist der Berg Kafuku, ein von Entweihung bedeckter Berg. Das Spiel bietet einen Einblick in die japanische Kultur, einschließlich des Kagura-Tanzes, der Masken und der Musik, die im Hintergrund spielt. Die Verdammten tauchen bei Sonnenuntergang aus den Tori-Toren zur anderen Welt auf. Dieser Feind, der über eine Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten verfügt, greift nachts im Schutz der Dunkelheit an und hat es auf die Might abgesehen. Die Ideen des Regisseurs und die Liebe zum Detail sind in das Design eingeflossen, das den Schauplatz dieses Spiels darstellt. Der Hauptcharakter So schwingt ein Schwert, um die Might des Berges Yoshiro zu beschützen, während sie sich den Verdammten stellt. Lass dich von den zahlreichen Angriffen des Feindes nicht einschüchtern und töte sie mit tänzerischen Schwertangriffen. Na, ist doch nicht so meins. Danke für diesen Vortrag. Gern, Ich habe irgendwie gern. noch 2 Sekunden aufgehört zum Zuhören. Aus Versehen. Hast nicht, du hast gewichst. Oida. One Piece Odyssey kommt? kommt. Hä? Turtles. Wann? Aber One Piece Odyssey ist doch schon lang draußen. Da steht jetzt 26.07. PC, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series und Switch. Ja, es ist wieder irgendein Port einfach, der was für eine von den Konsolen rauskommt und die Seiten, die du da gerade anschaust, was faul zum Prinzip. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich liest du gerade irgendwelche News einfach von vor 3 Jahren. 2023, ja. Da Das steht er ist mir dort. ausgefallen, Ah, das ist auf der die Release-Listen. nur Switch. Die haben alle scheiße. Ja, furchtbar. Also das Odyssey kommt nur für Switch jetzt nur aus. Das ist, wenn man draufklickt, klickt, dann erfahrt man das. Alles klar, fickt euch. Scheiße. Hä, das habe ich schon lang. Ja, aber nicht auf der Switch. Nein, nicht auf das Fix Switch. mal, Da das möchte ich was es ja wird- gar nicht. Was wird's jetzt da so dunkel bei mir? Mir sieht man bald nicht mehr. Ah, ist der Hagel jetzt bei dir oder was? Na, bis jetzt noch nicht. Es ist nur bedeckt. Aber der Juli, ich finde es gut, dass im Juli nichts rauskommt, weil dann kann man sich mal, dann kann ich jetzt weiterhorzen. Wie gesagt, ich war jetzt gerade fleißig und ich werde weiter fleißig sein. Ich glaube, ich kann euch im nächsten Talkthrough nur mit 2, wenn nicht 3 beendete Spiele präsentieren. Lügner. Wetten wir? Schlag ein. Ja, na gut. Ja, passt. Das habt ihr gesehen, wir haben abgeklatscht, eingeschlagen. Ah, der Sessel war mal der Lego Pokémon. Ja, Lego Pokemon war cool. Aber diese Lego-Sets zu die Pokémon, das ist ja nicht von Lego, oder? Das ist doch, welcher Hersteller ist denn das? Irgendwas mit M Mega, oder? Ich weiß nicht, ob es Mega ist. Ich glaube schon. Kann sein, ja. Also brauchen wir Mega-Pokémon. Gibt es eh schon Die Mega-Entwicklungen? haben, aber das ist ja auch wirklich die offizielle Lizenz. Und die sind anscheinend gar nicht so schlecht, diese Sets. Müsst mal schauen, mein Neffe hat noch eins unaufgebaut daheim, vielleicht darf ich dem das und dann baue ich es zusammen und dann gebe ich ihr mal Bescheid, ob die gut sind. Was bist du für Arsch? Idiot, der hat's eh grad die ganze- Ansage im Internet, öffentlich. Ja, der hat es eh gerade umeinander stehen und spielt sich nicht damit, was mehr denn. Ich kann es viel besser brauchen. Okay. Wow. Ich Also baue bevor du deinem Neffen was klaust, dann kommst du lieber bei mir vorbei und ich geb dir was zum Zusammenbauen, okay? kriege ich dann endlich Bruchteil, was man schon seit Monaten Du kriegst dass den man schenkt. Bruchteil. Du hast gesagt, du schenkst nein. mir's. Nie! Falle, schon 100 Mal. Niemals! Ach, leck mich doch. Ja. Au, jetzt kommt's wieder. Au, jetzt fürchte ich mich. Jetzt fürchte ich mich. Jetzt fürchte ich Das ist mich. ein Zeichen wahrscheinlich, dass wir aufhören sollen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt sein, dass wir aufhören sollen, weil ich hab mir einen Mund, das mit fusselig geredet. Sagt man mal wieder, was man davon hat, wenn man fleißig spielt, dann muss man die ganze Zeit schwätzen. Corby hat sich die Finger fusselig getippt, indem er nach tollen Tierbildchen gesucht hat. Ja. Somit Und? hast du auch Was ist das für ein irgend- Tier? Das ist ein Nasenbär. Richtig, super. Und schau her, ein Nasenbär, wo hat denn der seine Nasen her? Der Seppi wird sich gedacht haben, das ist die hässlichste Katze, die er jemals gesehen hat. Aber ich liebe es trotzdem. Ja, Ja. es ist wurscht. Es ist wurscht. Es muss einfach nur süß ausschauen. Auch wenn es hässlich ist. Na, der Juli, wir bleiben verschont mit neuen Releases. Wir können uns einhängen, dass wir im Juli Talkthrough Neuigkeiten unserer Spielerfahrung präsentieren können. Also Männer, Alter. jetzt hören wir auf. Wir sagen mal Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an alle, die es jetzt angehört haben. Alle, die es nur anhören, geht's auf YouTube. Dann könnt ihr da die tollen Katzen und Schweindel und Entenbilder und so weiter, die der Corby ausgesucht hat, begutachten.
Jetzt habt ihr es gehört, jetzt ist es auf einmal toll. Ja, Als ich angefangen habe, war soll ich, das, scheiße. soll ich sagen, Corby, du schneidest alles aus, was mit Tieren zu tun hat in der Ding, dann müsstest du dich selber ausschneiden, weil du ein riesen Rindviech bist. Also, kann ich auch nicht machen. Deswegen schaut die tollen Bilder an. Ja, aber nein, Tierbilder sind immer toll. Und wir schalten wir da jetzt nicht aus und stürmen wieder zurück an die Konsole, da die sagen. Seppi, Elden Ring, ich Resident Evil 4. Corby, du? Was sagst du jetzt? Cyberpunk, oder? hab ich doch mehrere alles Male klar. gesagt. Ja, einmal halt. Mein Gott. Ja, dann Sticht, ja. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Raccoon City. Nasenbär City. Nasenbär City, ja. Da kommst du offensichtlich her, wenn ich mir den Hagel anschaue. Danke. Shots feiert. Bodyshaming, tschüss. Adieu, adieu. Baba. So. Wiedergabezeit 8.